3 Tiroler Burm und eine Mission. 10 Tage lang durch den Balkan fahren und 250 Konkurrenten ausstechen. Martin Reiter, Kurt Scheidnagel und Jakob Scheidnagel haben sich einen der begehrten Startplätze beim Pothole Rodeo 2019 gesichert. Im Autohaus Strasser präsentieren sie ihr Auto und ihr Abenteuer, das am 13. Juli beginnt. Also ich freue mich jetzt total drauf, weil es einfach eine Aktion ist, die was auch im Leben machst. Und ich sage, unsere Vatern waren schon wilde Hunde, aber wir werden das irgendwie noch toppen. Aber wir sind da die Truppe mit rein. Also wir sind sicherlich gute Freunde und wir haben jetzt die Chance gekriegt, da mitzufahren und für einen guten Zweck auch noch. Also ich bin voll begeistert. Die 3 Unterländer werden die unterschiedlichsten Strecken bewältigen, von schön ausgebauten Bundesstraßen bis hin zu Schotterpisten mit Schlaglöchern. Das Auto wird durch ein Lehrlingsprojekt im Autohaus Strasser zur Verfügung gestellt. Es muss mindestens 20 Jahre alt sein und darf maximal 500 € kosten. Stundenlang haben die Jugendlichen an einem Audi A4 gearbeitet. Ja, Zeit kann man jetzt eigentlich nicht so genau sagen. Nicht? Es ist wieder nebenbei ein bisschen geschraubt worden, ein bisschen geschaut worden. Aber da sind einige Stunden schon eingeflossen. Zum Beispiel der ganze Dachträger ist von den Spangler oder von Spanglerlehrlingen gebaut worden, zusammengebaut worden. Der ist angepasst worden, ist kleiner gemacht worden, geschweißt worden, geschraubt worden. Das Auto hat eine Ausstattung, das ist ein Audi A4. Also die erste Serie, die sie dazu mal gebaut haben vor 20 Jahren, ist ein Allradauto und hat eine PS-Zahl von 110. Und ist eine 2-Liter-Maschine und das Auto spielt eigentlich alle Stückchen, was es zu dem Zeitpunkt gegeben hat. Weil die Rallye findet ja unter Oldtimer-Rallye statt. Auf ihrer Reise werden sich Martin, Kurt und Jakob ganz klar als Tiroler outen. Sie wollen mit kurzer Lederhose an den Start gehen und auch ihr Auto trägt den Schriftzug Tiroler Burm. Jeden Tag gilt es dann, verschiedene Aufgaben zu erfüllen. Eines wissen sie schon: Sie werden unter anderem auch ein Waisenhaus auf dem Weg besuchen. Ja, die Aufgaben, das ist natürlich das ganz Interessante, weil die kriegt man immer erst um 7 Uhr in der Früh beim Checkpoint. Und in den letzten Jahren war es zum Beispiel, dass wir schauen müssen, dass man von einer einheimischen Familie zum Essen eingeladen wird oder man hat möglichst oft mit den anderen Teilnehmern mitfahren müssen, also möglichst oft die Autos wechseln. Also man kommt mit denen in Kontakt, das sind alles soziale Geschichten, wo man eigentlich sinnvoll macht und nicht irgendein Blödsinn, wo man einen Luftballon aufbläst oder einen Schnapsel trinkt, wie es bei uns oft bei Näher- und Zielrennen der Fall ist. Viele regionale Sponsoren unterstützen bereits das Pothole Rodeo Team aus dem Unterland. Das 10-tägige Projekt kommt nämlich schwerbehinderten Kindern zugute. Zwischen 5.000 und 10.000 € sollen am Ende an die Landessonderschule mit Internat Mariatal gehen.